Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, Freunde, es wird Zeit für Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wie ihr seht, haben wir noch ein bisschen umgezogen offscreen. Einfach nur, weil es besser passt und, oder sehr gut zusammenpasst, besser gesagt. Ansonsten habe ich hier, ich glaube, eine Waffe noch anders ausgerüstet. Ansonsten war es aber. Warum wir eigentlich das schwer genommen haben, weiß ich jetzt auch nicht. Egal. So. Ich will ja für den Jungen da. Was, der oder was jemand anders? Wir sicher sind. Ah, ein Gast. Starke Monster. Ist ganz schlimm. Ganz fies. Genau, der war's, genau. Gut. Ich gehe mal ganz kurz rüber und mache da die Monster platt. Und sammle den Hyrule-Pilz ein. Böse, böse Monster sind hier. Und da wir hier auch einen Brunnen haben, das ist soweit korrekt. Hä? Oh, so einer. Kann ich den auch so platt machen? Naja, passt zumindest. Irgendjemand schießt die ganze Zeit. Ein Exal-Schild. Okay. Prügel braucht er auch nicht. Metallprügel braucht keine. Einmal. Dankeschön. Ein Schwanz von einem Viech. Noch ein Bogen. Das Schild hält zwar eigentlich noch, aber kann man auch switchen. Die Waffe hält auch nicht mehr ewig. Oh Mann, ja, meine Einhänderwaffen. Das Ritterschwert upgraden. Eigentlich müssen wir die ganzen Stäbe hier loswerden. Ist zwar cool, dass wir hier so Stäbe haben, aber irgendwie, weiß auch nicht. Kann man die irgendwie ablegen wie früher? Wobei ablegen, das ist vielleicht doof gesagt. Man konnte damals bei Breath of the Wild die Waffen irgendwie verstauen quasi, aber auch nur einen bestimmten Teil davon. Das war mitunter ganz cool, dass man sie einfach so irgendwo verstauen konnte, aber Feuerfeuer braucht wieder mehr. Gut, das hätten wir. Jetzt ist gerade die Frage für mich, muss ich irgendwie Brunnen. Na, er will einfach nur, dass du runtergehst, Kumpel. Was ist denn los mit dir? So. Sind die verbunden? Ja, nein, sieht so aus, wa? Haben wir noch so ein... Naja. Nein, da ist nicht... Oh. Da habe ich gar nicht, wa? Doch, hä? Felsen zerschmettern. Okay. Ihr habt so einen Soldaten zwei Hände, aber da jetzt irgendwie so ein Teil drauf. Bauen nach, weiß nicht. Naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Wie so schön heißt. Die Klinge zerbricht bald. So. Kleiner Monster im Futsch. Mit Monster? Sogar zwei, krass. Ja toll, ich habe nur noch einen übrig. Das glaube ich nicht. Einen Moment. Ja, komm schon. Mach ihn, Alter.
Jo, schon gut. Wir gucken mal zurück im Tagebuch. Wir haben den Brunnenfan, wir haben die Hängebrücke der Orni. Sein Name endet auf da. Da. Verschiedene Gartengeräte, genau, da war was. Aber suche nach der Wahrheit. Ich frag ihn mal, du. Was war denn das denn jetzt? Was ist ein Zelda? Zurückbekommen. Junge, du weißt schon, dass bis jetzt ein Zelda gar nicht hier ist eigentlich. Der Fluss ist voll mit Sachen, die vom Himmel gefallen sind. Ich bin kein geschickter Ruderer. Tja. Kann ich einfach so mitnehmen oder geht das nicht? Okay. Dann gucken wir mal. Wir haben... so ein Ding, was auch mal hier befestigen kann. Aber so müsste reichen. Dann habe ich da wohl noch eine Art extra Battery. Und das geht vielleicht auch hübscher. Oh, das war sowas von klar, ey. Link, jetzt hier absaufen einfach hoch. Danke. Sag mal. Wenn es nicht anders will, dann machen wir es so. Gut, dann brauche ich den noch. So, fertig. Kannst mitkommen. Ja, vielen Dank, wenn Sie mein Wort nehmen. Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Lalalalalalala, sagte um die Kurven. Das kann ich leider nicht, denn sagte, das kenne ich nicht. Lalalala. Schön, schön. Diesen Ruinen. Hier also, wa? Ich sehe es direkt voraus. Oh, du siehst mehr als ich sehe. Sieht über einen Drachen, der wieder mal in den Untergrund flüchtet. Und auch immer so ein Drache, der abtauchen sollte. Welchem Steg spricht er da eigentlich? Ah, da vorne. Jetzt sehe ich ihn. Die Batterie ist bald alle, wie ich sehe. Klasse, da wären wir.
Du hast den Bogen raus, Mann. Da kommt jemand geflogen? Oh, nehme ich an. Zum Glück kann er direkt zu dir aufschließen, Mann. Wo sind wir hier eigentlich? Wachsen empfindliche Blumen als Traumtierquelle ist nicht so rum. Ja, die kenne ich doch. Eine Bekannte von dir, Kollege? Ist nicht diese Blumentante aus Breath of the Wild? Nee, wir sind auch nicht hier, um auf Blumen zu treten. Wir haben nur die Gartengeräte, die ich ihm die Prinzessin Zelda geliehen hatte. Hä? Moment mal. Hast du was von Gartengeräten? Warte, die sollen jetzt zurückbekommen, Mann. Ich brauche sie zurück. Ich habe die Geräte. Das hier ist Prinzessin Zeldas geheimer Blumengarten. Zusammen mit der Prinzessin kümmere ich mich um ihn. Sie ist zwar eine Prinzessin, aber sie ist sich nicht so schade, sich schmutzig zu machen und hart zu arbeiten. Prinzessin, sie wird seit einer Weile vermisst, nicht wahr? So war das also. Naja, es würde mich irgendwie als läge die Schuld bei mir, der ich so gedrängt habe. Oh ja, ein geheimer Blumengarten, wa? Wieder auf Heilwurzeln anfangen, nur das, wohl das Volk zu denken, das bin Kind der Prinzessin. Das bringt nichts jetzt so überanstrengen, wa? Gut, also ich soll dann langsam nach Hause zurück, ja? Was schaust du mich denn so an? Ich rede benutzt. Du willst mir helfen, damit ich mich in meiner Unerfahrenheit nicht verletze. Ich habe mit keinem Wort. Was Sie meinen? Für mich kein Problem. Mal überlegen, zwei sollen den Boden pflügen, damit wir Blumen pflanzen können. Wenn die Prinzessin dann zurückkehrt, wird sich sicher der schönste Garten heillos in den Augen spiegeln. Puh, da komme ich nicht wieder raus, wa? Scheiße. Tja, ich werde dann wohl also hier bleiben. Tja, ich habe im Moment eigentlich gar nicht so viel zu tun, also warum eigentlich nicht? Ja, mach das. Das ist ganz klar Material für die Titelseite, Mann. So, Kollegen, damit sind wir nun 2 Gewinn und Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Hier für dich, Nesthäkchen. Ein bisschen Kohle. Kleeblatt Kurierstoff. Robuster Stoff im Stil des Kleberkuriers erscheint gut zur Anfertigung eines Parasegel geeignet zu sein. Der Färberei von Athen, und du weißt schon, eine Clue, da arbeiten sie jetzt wohl auch mit Stoffen. Ja, da müssen wir auch noch hin. Abflugs! See you later, Alligator. Okay. Ich bin wieder ein bisschen weiter vom Pferdchen weg. Das ist nicht so gut, weil ich jetzt gerne zurück, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche Epona. So. Ich will dann natürlich Epona haben. Warte mal, wir sind jetzt hier. Bei dem Pferdestall. Ich blicke gerade, wo irgendwo hier in der Nähe noch irgendwelche Schreine sein könnten. Dem noch nicht sein könnten. Naja. Erstmal eine Epona holen und dann gucken, wa? So. Ich meine, hier anhand von der Schreinanzahl her, die hier so gelegen sind, das sieht doch schon so aus, als... Ich überlege, ob hier vielleicht nochmal irgendwo einer ist, aber den hätte ich glaube ich von hier aus gesehen.
machen könnte, ist hier mal so einen Weg abgehen wie den hier zum Beispiel. Da ich hier vermutlich schon noch ein paar Schreine in der Nähe finden würde. Weil ich den Weg sowieso mal noch folgen muss. Oh! Da kommt direkt was vor die Füße geflogen. Sehr praktisch. Da ist noch ein paar Pferde. Mhm. Irgendwie immer näher an den Stall, war lustigerweise. Ja, am Berg hoch ist nicht so gerne, wa? Kann ich irgendwie auch verstehen, Kumpel. Ja, komm, jetzt muss ich ihn so anstellen hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wo geht's eigentlich hier entlang? Da geht's da zu einem Schrein mehr oder weniger. Da vorne ist so ein Viech. Den Schrein dort haben wir zwar. Und dort ist noch so ein anderes Viech. Da wollte ich mal ein Ding ausprobieren, wa? Ja, ist gut, Epona, ist gut. Beruhig dich mal. Bei dem wollte ich mal ausprobieren, ob ich da mit dem Deckensprung hochkomme. So, einer weniger. Andere Waffen. Jetzt ein Zweiner zu greifen, war. Was zum? Ja, mal. Tulin, kannst du mir vielleicht mal helfen? Wow. Hier nehme ich vielleicht doch eher den hier. Was zum... Warum denn nicht? Oh, come on. So schwer bei dir? Warte mal. So. Dann nochmal, wa? Ich könnte zwar jetzt hoch, aber bis ich oben bin. Alter, fast vor der Fresse, ey. Ja, ich verliere 2 Herzen, aber hey. So. Das war's. Was ist das hier?
Ist ein Herz oder was? Creepy. Das Herz ist Viechs, aber den wären schon dabei. War natürlich auch ein schwächeres Vieh, muss man zugeben. Egal. Also das Klampendengensprung nach oben, das ist natürlich ganz geil. Ich meine, ich habe mich damals beim ersten Mal so doof angeschaut, wenn ich wusste, wie kann ich da hochklettern. Aber so ist natürlich cool. Ich folge ja den Weg hier. Dass mal da wieder ein Schrein ist. Das sind sogar noch schwarze, wo der gar keinen Bock. Also nur ein großer Materialverschleiß, sonst nichts. Ist das denn sogar der Stall am Wald? Da vorne? Das eine muss man ganz kurz aushelfen. Ja, wobei ist mein einziger, den ich habe. Bernstein Breitschwert. Du bist gerettet. Ja, wusste ich, dass man in Höhlen alles Mögliche findet. Das ist irgendwie auch zu erwarten gewesen. Epona? Cheerio, Cheerio. Da ist ja auch ein Turm. Haben wir zwar bereits, aber irgendwie macht es auch Sinn, dass in der Nähe von Türmen oder ein oder anderen Schrein ist. Hallo Kumpel. Birgt der Dummste, was auch immer. Oh, ein Hinox. Das ist lange her, wie wir gesehen haben. Noch ein paar Pferde mehr. Bei Hinoxen gilt eigentlich immer schön ins Auge schießen, dann ist eigentlich relativ gut. Sag jetzt mal. Kann es bei denen schon einfach hochklettern und dann irgendwie oben ein bisschen kitzeln? Ich glaube, bin aber nicht mal so sicher. Aua, mein Auge! Aua! Aua! Das ist auch nicht so geil, dass er da kaputt gegangen ist. Ja.
Das kann natürlich auch passieren. Deswegen kämpfe ich nicht mehr gerne gegen solche Monster, weil genau die Waffen immer kaputt. Das ist irgendwie doof. Was kann ich die auch einfrieren oder so? Naja. Explodieren geht natürlich auch. Hinox Herz. Du, du, du. Hinox Fußnagel. Wer braucht das nicht? Hinox Horn. Palmfrüchte natürlich immer dabei, ist klar. Reiselanze. Oh, nee. Aber ja, wenn halt die Schwerter kaputt gehen, brauchen wir natürlich auch neue. Oh Mann. So. Mhm. Sag mal, Epona, ganz ehrlich. Ja gut, dann fliege ich halt selber, tschüss. Wer ist denn hier? Sonnenschein, wo bist du? Ab in die Höhle, was? Eigentlich wollte ich nach Eldin, nach einer Geoglyphe suchen, und dann musste mir der Himmel die Sache verwässern. Hm. Okay. Sind die Musikanten oder was? Ramdas Schätze, Höhlen, genau, und weiß er Bescheid. Hm. Also mit Ramdas Schätzen sind diverse kleine Stücke gemeint, die der legendäre Räuber Ramda einst hortete. Wir sehen, was mich natürlich daran interessiert. Mhm. Thoma. Okay. Komm zu mir, Epona. Hm? Eins hat einen Weg gefunden, war. Komm zu mir, komm zu mir. Gutes Mädchen. Oh, die anderen hauen wir wieder ab. Nicht, wo der Regen weg ist. Ja, es sind halt auch so kleine Details mit der Overworld und so, aber die ich eigentlich ganz nett finde. Ist da drüben wieder mal. Warte mal. Ah, der Dämonenkumpel. Sag ich mal so. Den gab es ja auch schon bei Breath of the Wild. Weiß nicht mehr ganz genau, was der alles getan hat, aber war irgendwie ein paar krasse Sachen. Ja, Geschirrmann, Wagen ziehen, ja, ist geil, Mann, wa? Ja, hab ich auch. Und die Kumpels noch, genau, wir wollten sowieso zum Stall des Waldes, oder mussten sogar hier hin. Wo ist denn jetzt der Schrein hin? Ah, da oben. Ja, komm. Was sagt es eigentlich hier? Welche Richtung verlorene Wälder? Georonia. Okay, verlorene Wälder ist sehr gut, schon wegen dem Master-Schwert. Das machen wir aber später. Ich gerne vorher noch ein paar Geoglyphen hätte. Ekuzio-Schrein. Sehr gut. Wenn er mal 2 Ausdauerdinger mehr hätte, brauche ich nochmal 2 Schreine, war das so? Jo, 2 Schreine. Fall und Aufstieg, ja. Kenne ich, das ist mein Leben.
Okay. Gleiches Spiel, würde ich sagen. Die Frage ist... Ah ja, genau, das ist die Truhe, ja. Dann machen wir es hier ein bisschen anders. Aber trotzdem fast identisch. So. Ah, da kommen wir auch so ran. Ah, praktisch. Boah, 10.000 Jahre später. Nanium Shield. Die Tasche ist voll. Das passiert auch selten. Der kann weg. So. Jetzt auch einen großen Shield wegschmeißen können wir, der ist eh futsch. Also gut wie futsch, deswegen... Stärksten Schild? Nee, eigentlich doch nicht. Oder vielleicht doch den. Energieverbrauch senken, wa? So. Hätten wir das auch. Ich würde sagen, du kannst bitte mal weg, damit der nächste kommt. So. Dann kannst du jetzt mal hier nach vorne. Und dann sagen wir Zeitumkehr. Jo, ich liebe die Fähigkeit. Ah, ich wollte gerade sagen, wodurch wird der eigentlich wieder da runtergeschoben? Da haben wir jetzt irgendwie nicht so ganz klar. Okay. Ne, warte mal. Muss ich jetzt von hier... Ne, jetzt nehme ich ihn runter. So. Ich muss umgekehrt denken. Ja, nettes kleines Rätsel. Kann man so machen. Klein und fein. Du. Der so alte böse Versiegelte. Ja, so ist es. 7, sehr gut, volle Herzen. Eben eigentlich kann man sagen, oh, könnte wieder mehr Herzen haben. Aber wir haben ja auch gesehen, wo zum Beispiel den Orni waren, also sprich dem der Story gefolgt sind, es war nicht wirklich nötig, viele Herzen zu haben. Ne? Aber der Endboss-Kampf relativ easy. Auf eine eigene Art und Weise muss man nicht richtig kämpfen, es war auf eine andere, ja, eben Art und Weise. Ich glaube, es sind wieder alle Boss hier so. Wo kommst du jetzt plötzlich her? Ah, vom Himmel. Mhm. Abo Himmel. Oh, come on. Okay, gut. Machen wir mal hier, Zeitumkehr. Rakete mal 3. Dankeschön.
Oh, weiße Ziegen gibt es auch hier. Schön, schön. Ruhen am Stall des Waldes. Ja, da wird die eine am Spähposten war, die wird sich freuen. So, ich könnte Bomben nutzen. Ich könnte aber auch was anderes nutzen. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Bomben. Verstehe mich dann nicht falsch. Eine heiße Quelle oder was? Okay. Ja, nichts gegen Bomben, aber die zu verschwenden ist, naja. Okay, hier sind gar nichts. Komme ich hier vielleicht mit dem Ding schon wieder raus und hab dann irgendwas Cooles? Ja, meh, mich auch. Okay. Ist halt nur Kohle, wa? So, wenn ich schon mal hinter bin, gehe ich mal kurz zu dem Typen. Zum Dämonenfreak. Müsste eigentlich gewesen sein. Hoffentlich ist alles gut. Was geht ab, Kumpel? Hallo Reisender, Kilton was. Das ist jetzt ein schlechter Moment, wa? Kilton! Ist das deine Schwester? Ne, nicht deine Mutter, war. Kultin. Hat er gleich gesagt, dass es sinnlos ist. Du willst zum Satori werden, dieser legendären Kreatur. Ja! Das will ich nicht hören, wer zum Satori ganz bestimmt. Ich muss bloß in einem Major-Signum gelangen, dann kann ich zum Satori werden. Ach, dafür brauchen wir die Dinger. Hab ich die ganze Zeit gefragt, was sollen die überhaupt bringen? Warum willst du denn schon aufgeben, Mann? Such das Mayo-Signum. Wo kann dein Traum? Mystischen Wesen Satori. Okay, das ist ein Wesen namens Mayo, findest du der Höhlenleben, solange Satori. Okay, okay. Ich hab zwar eins, aber ich würde vielleicht doch eher noch kurz eins holen gehen, wa? Das ist aber schon krass, also quasi hier unschuldige Tiere töten, nur damit halt, naja, wir eine Quest hier machen können. Leuchtsteine. Entschuldigung, lieber Satori. Mayo ist ja egal. Von mir aus auch Majoran. So, habe ich sonst dann? Da ist irgendwie, da ist aber noch eine Spurtechse, also wie die vier wieder hießen. Ja. Weg ist sie. Die Weg ist sie Echse, ist es eigentlich. So. Hier, ich hab ein paar. Das ist ein Major-Signum. Major-Signum, ja, Mann. Bockblindmaske. Wenn du nicht zu nahe kommst. So. Das sind Sachen, die einen wie Monster aussehen lassen, original Monsterteilen sehr ähnlich sehen. Krass.
Ja, gönn dir. Ich hab mit dem Satori so schon einen Schritt genähert. Ich brauche mehr. Ich will wieder 1000 oder was? Manchen hast du natürlich. Meier-Dinger. Also falls sie weiter davon in die Hände fallen, bringen sie bitte zu mir. Ja, aber die Frage ist halt, wo ist er dann überhaupt? Wenn ich ihn künftig suchen will. Nein, bleib doch hier. Und weg ist er, Mann. Kann auch Tabula Rasa fragt mich. Tabula Rasa, da gehen wir hin, garantiert. Wo ist Kotlin? Du solltest ihn ganz Hyrule suchen. Nein! Die könnte alle auf einmal abgeben und gut ist. Oh, das Spiel. Aber Bruder, Spiel. Bockmaske. Quatsch. So. Also, den Schein haben wir gemacht. Einen würde noch fehlen, bevor ich wieder zurück zum Spähposten will. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich ganz kurz hier gucken, was eigentlich noch im Stall selbst so los ist. Kochen kann man hier auch. Da wollte ich eigentlich vor allem einen Spähposten machen, vor allem in Ausdauertränken und so. Welche Route nur? Was? So gibt es noch eine Route, die vom Stall am Berg in Todesberg hinausführt. Das ist noch eine Monsterroute. Ja, ich kann mich im Prinzip hoch teleportieren lassen, ne? Damit es einfacher geht. Oh, beinahe am Himmel. Das ist die Himmelsache, wa? Guck doch mal da oben, da fällt ständig was runter. Großer Kasten, guck doch mal dort. Kasten? Das ist ein Drache. Ist das wieder dieser weiße Drache? Der weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Doch müsste, glaube der sein, wa? Der Weißdrache, ja. Der weiß alles, der Weißdrache. Also der, von dem wir jetzt irgendwie mal das Gefühl hatten. Genau, dieser Körper von der Reinheit nahm die Gestalt des Drachen an und ist hoch im Himmel zu Hause. Der Name verdankt das göttlich anmutige Geschöpf mit der goldenen Mähne seinem makellos weißen Körper, der das Licht wunderschön reflektiert. Das manchmal wird beim Anblick der sanft eingeleiteten Kreatur ganz nostalgisch. Ich meine, anhand der Geoglyphen, die wir bisher schon gesammelt haben, können wir dann wohl davon ausgehen, dass es Zelda ist. Ohne feuerfeste Kleidung kaufen. Ein steiniger. Was? Sind einige Gorone mit seltsam aussehenden Steinen geraten? Goronen, die mutieren? Oh Gott. Aber das als nächstes nach Goronia gehen, statt nach Gerudos? Nein, ich habe eine feste Vorgehensweise. Eigentlich. Weiße Ziegen spurlos verschwunden. Ah ja. Die kennen wir. Der Kleebart-Kurier. Du. Ein Malonbett. Verehrter Gott Malon, so spreche zu mir. Großartiges Pferd, Bubinga-Wälder. Großartiges Pferd, was soll das sein? Wir haben Epona. Das goldene Pferd von Zelda kann es auch nicht sein, da ist ja bei den Orni in der Nähe. Da muss ich da mal wieder vorbeigucken. Weil irgendeine Quest wird es dort auch geben. Aber ich schweife ab. Alter. Wenn des Blutmonds Licht die Ja, ganze... ist gut, Zelda, ich hab's gestaltet. Alter. Alles im Tage, war, glaube ich. Also in Tage halt. Überall noch so scheiß Mias, was aufsteigt. Der eigentlich wieder die Mel ist, wa? Und das, was wir noch aus dem Vorgänger
Breath of the Wild kennen. So, war noch hier irgendwo noch der andere Typi? Wer ist denn hier? Ich bin in Sorge, weil ich so alt bin. Nein. Ja, aber warum seltsame Steine? Okay. Seltsame Steine. Tja. Ah, ist das etwa? Das Musikensemble soll ich unbedingt suchen. Dass die große Fee zurückzog? In Ordnung. Also es geschah einige Zeit, nachdem der Kataklysmus uns heimgesucht hatte. Ein seltsamer Unfall. Es war entsetzlich, Mo. Plötzlich sprang eine Frau in blondem Haar direkt vor unseren Wagen. Das Pferd bekam es mit der Angst und lief davon. Ein Vollmitglied des Ensemble. Was mit ihm? So, lieber hochgeschätzter Ligo, dann passen an Räder eingebüßt. Welch entsetzliches Unglück. Zum Glück wurde niemand verletzt. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber warum soll Zelda irgendwas mit der großen Fee machen? Transportieren. Tja, eine blonde Frau also. Fange mich ab. Jo, Kumpel, was geht ab? Was Zelda handelt? Ja. Ja, also du sagst mir echt ein Reporter. Und wo ist sie? Oh ja, sieht man ja. Sehr gut zu lauschen. Okay. Segen schützt. Nach unserem Pferd zu gelangen. Unser Pferd ist davongelaufen, unser Wagen, der Lego ist kaputt. Was er machen soll. Also den Wagen können wir reparieren. Vermutlich brauchen wir dann auch noch ein neues Pferd für sie. Also vielleicht ein Wildpferd oder so. Nee, haben wir Pferde gesehen. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Epona habe ich auch. Und wisst ihr was? Ich glaube... Nicht diese dummen Menschen, weil wir fressen uns zu Tode. Ja, Arschgeigen. So. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für erste. Wieder mal für die Folge. Bei Zelda Tears of the Kingdom, das Höhle, nicht Breath of the Wild. Ich würde gerne... Aber wenn da oben die Fee ist, das ist natürlich soweit so gut. Vor allem für sie. Schön, schön, schön. Dass ich aber trotzdem in der Nähe noch mal einen Schrein suche. Dann hier eben zum Spähport endlich mal gehe. Wieder mal. Wir aber relativ bald auch mal die Quest hier machen. Eben, glaube ich, auch mal ein paar Pferde suchen und so. Und vielleicht auch hier mal nach den Geoglyphen gucken. Weil das ist einfach hier der Turm, da kann ich relativ easy eigentlich dahin fliegen. Hier sind wir bei den Zoras, da ist klar, muss ein Kakariko. Hier muss noch 2 Gebiete machen, das sind die anderen beiden, die noch fehlen. Ah ne, hier oben fehlt noch einer, genau. Wir müssen auch noch hin, also ein bisschen was ist noch zu tun. Und zum Wald vom Dekubaum. Wobei eigentlich, sind wir ehrlich, eigentlich war ich der erste hin, sobald wir die Geoglyphen gemacht haben. Das hat nicht mehr so lange dauern wird, da wir doch gut vorwärts kommen. Aber wo? Schreien, hier ist noch einer. Da müsste einer sein. Und direkt den mal abgrasen mit allen haben, die wir aktuell haben. Da kann ich ihm noch offscreen noch ein paar markieren. Da ist auch noch einer. Auch ein paar markieren, damit wir die dann bei Gelegenheit mal holen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Freunde. Machen wir so. Daneben eine Quest nach der anderen. Trotzdem, wir kommen voran. Dann haben wir die verschiedenen Bossmonstern. Ich hätte zwar hier noch so fotografieren können, ich Trottel. Aber das steht eh wieder da. Zu Zelda, zu ihr gehen wir auch bald. Also keine Ahnung, wie ich da genau zu ihr hochkommen soll. Aber ja, werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.